Hello YouTube, es ist wieder Sonntag, wieder eine Woche geschafft. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt schöne Osterntage und könnt alles genießen und morgen auch noch. Ja, was ist diese Woche passiert? Eigentlich nicht viel. Diät hat nochmal richtig angezogen bei mir. Ähm, Gewicht ist jetzt, tiefstes Gewicht, wo ich jetzt hatte, diese Woche war bei 82,3 Kilo. Bin ein bisschen voller und auch wieder noch tightiger geworden, also ein bisschen Fett ist noch mal weggegangen, was ihr gleich im Video sehen werdet. Ja, ist One Week Out von Lissabon. Das bedeutet, ab Mittwoch laden wir. Mittwoch, Donnerstag, Freitag laden wir jeweils mit 1000 Carbs. Das heißt, wir haben dann 3000 Carbs im System und können dann noch schauen, was wir am Samstag noch mal rein buttern in den Körper, dass ich wirklich dann am Sonntag voll bin. Weil wir haben ja gesehen, beim letzten Wettkampf, beim One-Up-Event in Bruck in der Schweiz, war ich noch nicht voll komplett, obwohl wir da auch 2600, 900 geladen hatten. Also mein Körper braucht mehr. Und ja, das geben wir ihm. Ja, auch ein bisschen mit Muffins, bisschen was Ungesundes reinhauen. Ja, aber ich merke halt, ja, ich dachte zuerst, so easy nach dem Wettkampf kann ich ja 1,5 Tage was essen, was ich möchte. Habe da auch nicht übertrieben, dachte, da habe ich wieder Energie. Aber die Energie war nicht da. Und diese Woche war wirklich energielos. Also jedes Laufen und Reisen wegen der Arbeit war anstrengend. Nicht eigentlich so, also ich habe nicht mal so richtig Hunger, sondern eher so, mein Körper sagt so, hey, gib mir Energie. Klar, ich habe auch Gelüste. Gerade vorhin gewesen bei meinen Eltern. Ja, einfach Essen wegen Ostern. Äh, Ich habe natürlich nach Plan gegessen, aber ja, es gab natürlich auch anderes Essen für meine Familie, plus noch halt Schokoladenhasen etc. und Dessert, wo meine Freundin besorgt hat für meine Eltern. Hätte ich auch gerne gegessen, aber leider nein. Ähm, Umso mehr freue ich mich dann mit meiner Freundin in Lissabon dann nach dem Wettkampf zu essen. Habe ihr auch den Auftrag gegeben, sie soll da was Gutes raussuchen und denke, die findet auch da was richtig Gutes. Yes. Also ja, am 27.04. Sonntag, Wettkampf in Lissabon. Mal schauen, wie es dann aussieht, wenn ich neben Leute stehe, international. Freue mich. Aber umso mehr freue ich mich eigentlich aufs Essen und am Montagmorgen nach dem Wettkampf und Frühstücksbuffet im Restaurant, also im Hotel, weil der nächste Wettkampf ist dann erst wieder am 16. Mai, also sind dann wieder 3 Wochen. Dann geht es nach Irland, Dublin, war noch nie dort, mal schauen, wie es dann dort wird. Und dann wäre noch am 24. Mai Polen, aber da gehe ich wahrscheinlich nicht, weil ja, es gibt keine Direktflüge, nur mit Zwischenstopp und da habe ich echt keinen Bock. Dann wäre erst nächster Wettkampf wieder am 31.05. in Alicante, die Mr. Olympia Amateur. Da gibt es sogar auch 3 Profikarten für die Klasse und dann wird es noch am 14. Juni auch nochmal in Alicante Wettkampf geben, was auch nochmal 3 Profikarten gibt. Aber ja, mal gucken, ob ich so lange noch durchhalte. Also durchhalten würde ich wahrscheinlich schon, wenn ich bin ja 'n Sturkopf. Aber ob ich überhaupt noch Bock habe, weil ich mache es eigentlich nur, solange ich Spaß habe, und auch einen Sinn dahinter sehe, weil es ja auch nicht gerade kostengünstig das Ganze mit dem Reisen, Wettkämpfen et cetera. Ja, darum mal schauen. Aber sicher mal 27.04. nächster Wettkampf in Lissabon, Portugal. Also mache ich wieder wie gewohnt meinen hässlichen Kopf auf die Seite und wir gucken uns das Video an. Ich merke jetzt, weil ich so langsam am Ass bin, dass ich immer so ein bisschen so die Brust reinfahren lasse und nicht mehr eigentlich so gerade sitze. Und das muss ich auch beim Posen wieder so richtig Brust rausstrecken, weil dann merkt man ja, die Energie fällt einfach, man ist ein bisschen lascher. Also, let's go. Mal mit einem anderen Hintergrund.
Yes, und das war's auch schon. Richtig schnell knackig gemacht, weil es halt in der Umkleidekabine war und ich ein bisschen abwarten musste, dass da niemand, ja, nackig im Hintergrund ist und auch sonst niemand im Hintergrund zu sehen ist. Hier stehe ich auch ein bisschen anders als normalerweise. Eben Brust könnte ich eigentlich hochziehen ein bisschen, aber ich glaube, ich entscheide mich allgemein. Hüfte ist auch nicht richtig eingedreht hier. Eigentlich richtig schlecht gepostet, weil es nur zack zack gemacht wurde. Aber ich entscheide mich eigentlich keine Hand mehr wahrscheinlich an die Hüfte zu machen, weil sobald ich die Hand an die Hüfte nehme, zieht es mir ein bisschen Brust weg. Das Volumen geht einfach weg. Hier schön tidy. Hier sieht man leider jetzt nicht so viel wegen einem nicht so guten Licht. Rücken, ja, muss ich noch viel Posing üben. Ähm, aber eben, wir müssen das einfach wieder füllen. Ist detailliert, aber es muss voll sein. Und hier eben, ich bin mit dem Oberkörper so nach unten. Und ich muss eigentlich hochdrücken, dass das eigentlich alles hier dann zusammenquetscht und dann mehr rauspoppt. Hat auch mein Coach gesagt. Und das muss ich einfach auch üben. Also eigentlich nach jedem Training übe ich 3, 4, 5 Durchgänge und muss es noch steigern, dass ich einfach noch mehr Durchgänge mache und das wirklich hinbekomme. Weil Fleisch ist da, es muss nur noch richtig voll sein und dann muss ich es richtig präsentieren können und dann sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Yes. Genau. Gut, das war's von mir. Ähm, Ich wünsche euch noch schöne Ostern. Wie gesagt, nächster Sonntag in Lissabon Wettkampf. Da muss ich noch gucken, wie ich das mit dem Video mache, dass ich das eigentlich pünktlich nächsten Samstag Wettkampf oder so, nee, Sonntag Wettkampf, genau. Und dann muss ich gucken, ob ich um 18:30 Uhr da pünktlich nächste Woche ein YouTube-Video hochlade. Ne? Also, wenn ihr weiter meine ja, meine Season sehen möchtet, liked, kommentiert, aktiviert die Glocke. Dann gucke ich auch, dass nächsten Sonntag um 18:30 Uhr das nächste Video kommt mit Feedback aus Lissabon. Ich wünsche euch schöne Ostern. Ciao, ciao.